Ein herzliches Willkommen zum dritten Part zu Heavy Rain. Ups. Muss ich kurz aufpassen. So, weil mein Headset hat gerade gepiepst. Muss ich kurz einstecken. Bum, badum. So gut, dann haben wir es geschafft. Dann kann es ja losgehen, wa? Ich nehme lieber die Treppe. Der Rezeptionist könnte mir weiterhelfen. Ich suche seit Wochen. Hoffe, ich habe diesmal Erfolg. Lauren Winter. Klingelt's da? Nein, eher nicht. Der lügt doch. Ah, die Lauren Winter. 3. Stock, letzte Tür auf der linken Seite, am Ende des Flurs. Dann haben wir unsere Information. So, denkst du nicht? Ey, lauf doch hier rüber. Ah. Lauren Winter. Tut mir leid, Kunden nur mit Termin. $50 Kein Küssen, kein abgedrehter Scheiß. Geht klar. Leg das Geld auf den Tisch. Du hast 10 Minuten. Wenn es klingelt, ist es vorbei, okay? Ihr Zimmer ist tipptopp in Ordnung. Ich kenne Huren, die sich keinen Dreck um ihre Wohnungen kümmern. Hübsches Mädchen, aber zu jung, um sich in so ein Dreckloch zu verkriechen. Hä? Sie hält mich für einen Kunden? Ich muss geschickt vorgehen, um etwas aus ihr rauszukriegen. Okay. Ey. Oh, ich hasse es doch mit R2 noch zu drücken, damit ich gehen kann. So, was haben wir denn hier Schönes? Du solltest dich ausziehen, deine Zeit läuft. Ich bin kein Kunde. Scheiße, ein Cop. Ich hab's geahnt. Was wollen Sie? Eine Gratisnummer? Mein Name ist Scott Shelby, Privatdetektiv. Ich untersuche die Morde des Origami-Killers für die Familien der Opfer. Ich wollte Sie etwas über Johnny fragen. Ich habe der Polizei schon alles gesagt, mehr weiß ich nicht.
Verschwinden Sie. Ich verstehe Sie, Lauren. Ich weiß, was Sie durchmachen. Ach ja? Sie wissen, wie es sich anfühlt, wenn man seinen eigenen Sohn tot auffindet? Ich glaube, Sie haben nicht die geringste Ahnung, was ich durchmache, Mr. Shelby. Der Mörder läuft da draußen frei herum, während wir hier reden. Das dürfen wir nicht zulassen. Mein Johnny ist tot. Was ändert das noch? Wenn wir den Killer nicht schnappen, werden noch mehr Mütter die Leichen ihrer Söhne finden. Aber Sie haben recht. Was geht Sie das an? Es ist nicht mehr Ihr Problem, richtig? Ja. Was wollen Sie wissen? Gut gepokert. John ist zu Hause. Verdacht, Johnny. Schwinden. Wie war Johnny? Was für ein Kind war er? Johnny war Nein. ein guter Junge. Er hat sich manchmal geprügelt, wenn Kinder mich... Naja. Auf seine Art wusste er wohl genau Bescheid. Schönen Verdacht. John ist zu Hause. Johnnys Vater. Das war's? War das alles? Lebte Johnny bei Ihnen? Ja. Natürlich habe ich dafür gesorgt, dass er nie Kunden gesehen hat. Ich wollte aufhören. Aber wir brauchten das Geld. Ich wollte so viel verdienen, dass wir hier raus konnten. Wollen Sie? Habe aufgehört. Tapfer. Hatten Sie nach seinem Verschwinden irgendeinen Verdacht? Ich treffe ziemlich schräge Leute in meiner Branche. Klar, daran habe ich gedacht. Aber das macht irgendwie keinen Sinn. Keiner meiner Kunden hätte meinem Johnny sowas angetan. Meinem Johnny. Und all den anderen Kindern. Wie ist Ihr Sohn verschwunden? Er spielte immer mit den Nachbarskindern nach der Schule. Es hat an dem Tag wahnsinnig geregnet. Das vergesse ich nie. Alle seine Freunde kamen so um 5 nach Hause. Nur er nicht. Nee, meine Zeit ist um. Das war's, Mr. Shelby. Ich hoffe, Sie haben, was Sie wollten. Und jetzt raus hier. Nee, ich hab gar nichts. Nee, ich will das Geld da lassen, wo es ist. Ich muss hier weg. Ich lasse meine Karte auf dem Küchentisch. Man weiß ja nie. Es bringt nichts, sie zu drängen. Sie sagt mir nichts mehr. Ich habe nichts erfahren. Naja, es war ein Versuch. Hallo, kann ich hier... Ich will die Karte auf den Tisch lassen. Wenn Ihnen etwas einfällt, irgendetwas, rufen Sie an. Okay. Ähm, 5 nach 12.
Was ist das denn für ein Typ? Lauren! Lauren, auf, Lady! Ich bin's! Ich hab dir doch gesagt, ich will dich nicht mehr sehen. Ja, Süße. Aber ich musste dich einfach sehen. Was willst du, Arschloch? Lauren, ist alles okay? Mir geht's prima, klar? Verpiss dich, Penner! Du wieder? Du willst wohl eine aufs Maul, hä? Ich reiß dir den Arsch auf! Ja, nee. Schnell! Okay. Oh nee, Kacke. Nee. Lass mich. Bam. Wollen wir doch nicht? Wir sehen uns noch, Arschloch. Geht's Ihnen gut? Besser als ihm. Wer ist das? Ein Ex-Kunde mit Besitzansprüchen. Er wurde gewalttätig, da habe ich ihm gesagt, er soll verschwinden. Sie müssen aufpassen. Er kommt vielleicht zurück. Sorry für das Chaos. Mr. Shelby? Ja. Danke. Eine Trophäe. Eine Trophäe. Detective. Nee, jetzt bin ich ein Police Officer. Der Bereich ist abgesperrt. Treten Sie zurück. Agent Norman Jaden, FBI. Kann ich Ihre Dienstmarke sehen? Ja. Ja, natürlich. Okay. Sie
Sie können durch. Ich suche Lieutenant Blake. Ist er hier? Ich habe ihn schon gesehen. Er ist hier irgendwo. Danke. Gott, meine Hände zittern. Ich muss mich zusammenreißen. Wenigstens für den Moment. Reporter. Jetzt schon. Die sind ja bestens informiert. Verdammter Regen. Hat nicht aufgehört, seit ich hier bin. Hier wird's mir echt gefallen. Videomemo ein. Agent 47023. Norman Jayden. Dienstag, 4. Oktober 2011. Es ist 8:40 Uhr. Die ganzen Leute verunreinigen den Tatort. Ich bezweifle, dass noch Beweise übrig sind, wenn es überhaupt welche gab. Viel zu viele Menschen hier, sie zertrampeln den ganzen Tatort. Ist das ein Kaffee, den Sie da trinken? In der Thermoskanne hinter Ihnen. Nur zu. Ganz schön kalt, hä? Wann fand man die Leiche? Entschuldigung, aber... Wer sind Sie nochmal? Norman Jayden, FBI? Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an Lieutenant Blake, Sir. Ich suche ihn gerade. Wissen Sie, wo er ist? Danke. Sauwetter, hä? Regnet es hier immer so? Im Herbst schon. Bei Ihnen zu Hause etwa nicht? Doch. Doch, klar. FBI. Motherfucker. Ich will noch eine Tasse. Ohne direkten Bezug zur Ermittlung. Orchideenpollen. Die Pollenkonzentration in der Luft nimmt wegen des Regens schnell ab, aber in der Nähe der Leiche nimmt sie zu. AI-Eintrag. Pollenpartikel verschwinden im hohen Gras. Ist wohl das Ende der Spur. AI-Eintrag. Blutspuren auf der Bahnschiene. Die Blutanalyse zeigt fortgeschrittene, lang andauernde Erschöpfung. Die Fußabdrücke gehen nach der Pollenspur weiter. Könnte sein, dass sie vom Täter stammen.
Könnte, muss aber nicht. AI-Eintrag. Blutspuren am Zaun hinter der Bahnlinie entdeckt. Ist es das gleiche Blut? Oh. Ah, sieht nicht danach aus. Jetzt hat es hier noch was. Reason Zero. Könnte sein, dass sie vom Täter stammen. Ah, das hast du schon mal rausgefunden. AI-Eintrag. Reifenspuren am Rand der Fahrbahn hinter der Bahnlinie. Der Wagen des Mörders? Möglicherweise. Muss aber nicht sein. Pass doch auf, Pada! Das hat mich ja jetzt nicht gerade weitergebracht. Oh. Nein. Okay. Ach, egal. Nee, die habe ich schon. Gibt es sonst keine Hinweise? Doch da. Eine tote Katze. Oh. Das FBI führt keine Akten über Katzen. Noch nicht. Also hier muss ich sicher nicht lang noch. Blake? Ja, das wäre sogar Blake, ne? Ich suche Lieutenant Carter Blake.
Leiche. Da ist er ja. AI-Eintrag, unwichtige Probe. Stammt von einem der Polizisten am Tatort. Vielleicht war es ja der Polizist. Ja, hier konnte ich es glaube ich noch nicht benutzen, ne? Aber es sieht auch nicht danach aus. Warum zum Teufel ist hier Blut? In der Nähe der Leiche sind Eisenbahnschienen. Genau wie bei den anderen Opfern. Die Leiche ist noch hier. Wo dann? Ich muss Lieutenant Hier, Carter Blake. Blake finden. Okay, gehen wir Die doch Leiche mal. ist noch hier. Aber kannst du dich wirklich nicht schneller bewegen? Hey, dort, Blake. Lieutenant Blake? Agent Norman Jaden vom FBI. Ihr Büro hat mir gesagt, dass ich Sie hier finden würde. Wenn Sie nach Regen, Leichen und Highways suchen, sind Sie hier richtig. Mike, sag dem Idioten mit dem Bagger, er soll 5 Minuten Pause machen. Ich kann nicht denken. Sofort, bitte. Und kommen Sie, Jaden? Also, was war los? Ein Typ, der mit dem Hund draußen war, hat die Leiche morgens um 6 gefunden. Mehr wissen wir im Moment nicht. So wie es aussieht, weist alles auf den Origami-Killer hin. Gibt es Zeugen? Noch nicht. Bei der Gegend würde mich das aber auch schwer wundern. Was sagt die Pathologie? Auf dem Weg, Lieutenant! Scheiße, wir warten seit einer Stunde. Ist die Todeszeit denn bekannt? Aufgrund der Leichenstarre muss es weniger als 6 Stunden her sein. Der Gerichtsmediziner kann uns mehr sagen. Es sind ganz schön viele Leute am Tatort. Haben Sie keine Angst, dass die Spuren zerstören? Man findet keine Beweise hinter dem Schreibtisch. Und wir zertrampeln schon keine Spuren, auch wenn wir nicht vom FBI sind. Nein, nein, natürlich nicht. Das wollte ich nicht sagen. Tony, ich will keinen dieser sensationsgeilen Pressefuzis hier sehen. Verstanden? Ja, Lieutenant. Und die Todesursache? Keinerlei Verletzungen. Wurde vermutlich ertränkt. Wie die anderen. Gibt es irgendwelche Spuren? Meine Leute untersuchen den Tatort genau. Wenn es Spuren vom Mörder gibt, finden wir sie. Hören Sie, ich bin hier gerade beschäftigt. Wieso reden wir nicht später auf dem Revier über alles? Kein Problem, ich verstehe schon. Kann ich mich mal umsehen? Nur zu. Hey, Jaden. Sie sagen, wenn Sie etwas finden, okay? Wir sind doch jetzt ein Team. Habe ich doch schon gemacht. Die Leiche ist noch hier. Komischer Typ, dieser Blake. Schien nicht allzu glücklich über meine Anwesenheit zu sein. Wo ist denn die Leiche? Ach so, hier drinne. AI-Eintrag, das Opfer liegt auf dem Rücken. Keine Anzeichen von Gewalt.
Schürfwunde am rechten Oberschenkel. Das Blut ist identisch mit dem am Zaun. Okay. Eine kleine Origami-Figur in der rechten Hand. Faust wahrscheinlich nach Todeseintritt geschlossen. Das Opfer ist Jeremy Balls. Gilt seit 5 Tagen als vermisst. Siehe Fallakte. Auf der Brust des Opfers liegt eine Orchidee. Sein Gesicht ist voller Schlamm, wie bei den anderen Opfern. Ich glaube, ich habe alles Wichtige gesehen. Ich habe genug gesehen. Schnell zurück zum Revier, sonst hole ich mir noch eine Lungenentzündung. Beeindruckend. Die einzigen Spuren, die der Mörder hinterlassen hat, wollte er auch hinterlassen. Er wusste genau, was er tat, bis zum kleinsten Detail. Ich fahre jetzt. Ich sehe Sie dann im Revier. Okay. Bis später. Bis später. So, okay. Vielleicht weiß ja der was. Der sein. Oh. Warum? Niemandem. Egal. Müsste raus. Nicht denken, Ethan. Sagen Sie, was Ihnen in den Kopf kommt. Ein Schmetterling. Ein Wolfskopf. Ich glaube. Ein Krebs. Sicher. Tot. Tot. Bin dir sicher?
Ich Psycho? Hier sind die MRT-Ergebnisse. Alles scheint normal zu sein. Es sind keine physischen Schäden zurückgeblieben. Aber ich muss sagen, mir gefällt Ihre psychische Verfassung nicht. Ich weiß, es ist nicht leicht, aber Sie müssen neu anfangen, Ethan. Sie tragen keine Schuld an dem Unfall. Jasons Tod ist meine Schuld. Er könnte noch leben, wenn ich aufgepasst hätte. Es war ein Unfall. Unfälle passieren jeden Tag. Sie kann sich nicht ewig die Schuld daran geben, Ethan. Wie geht es Sean? Er ist ein sehr einzelgängerischer Junge, wissen Sie. Sehr auf sich bezogen. Er steht seiner Mutter sehr nahe. Bei mir ist das anders. Und was ist mit Ihnen? Was fühlen Sie? Mein Leben endete mit Jasons Tod. Als dieses Auto auf uns prallte. Gibt es noch etwas, das Sie mir sagen möchten, Ethan? Ich habe manchmal diese Blackouts. Ich weiß dann nicht... Ich weiß nicht, was ich gerade tue. Das Bewusstsein kommt wieder, aber erst später. Aber dann bin ich woanders. Und ich habe keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin. Kann das mit dem Unfall zusammenhängen? Sie hatten eine Gehirnerschütterung und lagen 6 Monate im Koma. Die Auswirkungen solch eines Schocks auf das Gehirn sind nicht bekannt. Die Sitzung ist für heute beendet. Wir führen das Gespräch nächste Woche weiter. Sie hatten Glück, Ethan. Nicht viele überleben so einen traumatischen Unfall. Ich fühle mich nicht, als hätte ich Glück gehabt, Doktor. Ah, so würde ich mich wahrscheinlich auch nicht fühlen. Willst du nicht mit den anderen spielen? Dazu habe ich keine Lust. Wie war es denn heute so in der Schule? Die Lehrerin hat mich ausgeschimpft, weil ich zu spät war. Sie sagt, sie schickt mich nach Hause, wenn das noch einmal passiert. Das tut mir wirklich leid, Sean. Nächstes Mal kriegen wir das bestimmt alles hin, okay? Willst du was essen? Ist irgendetwas, Sean? Nein, mir geht's gut. Er lügt. Früher liebte es Sean, in den Park zu gehen, zu lachen und Unsinn zu machen. Er war so glücklich. Aber das war vorher, vor Jason. Was mache ich, um ihn aufzuheitern? Sean sieht traurig aus. Ich wünschte, ich könnte ihm helfen. Aber ich glaube, ich kann es jetzt nicht. Wir reden nicht miteinander. Scheint, als ob wir uns voneinander entfernen. Armer Sean. Er muss wegen mir Ärger in der Schule gehabt haben. Ein Bumerang? Kannst du den werfen? Nein, Dad, nicht wirklich. Bei mir kommt er nie zurück. Kann ich mal probieren? Way. Ha.
Bro. Wow, du hast es geschafft, Dad. Willst du jetzt mal? Das schaffe ich doch niemals. Komm schon, jetzt gemeinsam. Also, das Wichtigste ist die richtige Ausgangsposition. Dann wirfst du ihn gerade und ein bisschen nach rechts. Jetzt. Wirf ihn. Geschafft! Ah, jetzt habe ich schon gedacht. Ganz toll, Sean. Voll ins Gesicht. War gar nicht so schwer. Aber nee, der Kleine hat's geschafft. Er ist der Bumerangmeister. Ich finde etwas anderes für uns beide. Ich war schon seit Ewigkeiten nicht mehr auf seiner Wippe. Hast du Lust? Ja. Komm, Dad, lass mich fliegen. Und jetzt auf das Große. Es macht ihm wohl Spaß. So ein Lachen habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Lust auf das Drehkarussell? Ich wette, ich kann dich so schnell anschieben, dass du nicht drauf bleibst. Klasse. Los, Dad. So schnell wie du kannst. Schneller. Schneller. Na los. Schneller, schneller. Nee, ist ein starker Junge. Das ist mir ganz schön schwindelig. Ein gutes Astronautentraining. Es macht ihm wohl Spaß. So ein Lachen habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Gehen wir noch auf die... Ah ne, gehen wir zum Hütchenspieler. Oder was ist das? Hütchenspieler? Süßigkeiten. Kaugummi mit Erdbeergeschmack, bitte. Danke. Oh. Ist er ja... Ah, nee, das ist gar nicht mein Junge. Hm?
ist denn mein Junge? Ah, da ist er. Hey, ich habe ein paar Kaugummis. Ich hasse Erdbeeren. Vielen Dank. War trotzdem nett von dir. Kennt nicht mal seinen eigenen Sohn. Sieht ganz nach Regen aus. Wir sollten gehen. Okay. Weißt du, manchmal denke ich an früher. Ich meine, als Jason noch da war. Manchmal wünschte ich, alles könnte wieder so sein wie früher. Ich auch schon. Ich auch. Aber es wird nie mehr so sein. Hey Dad, kann ich bitte mit dem Karussell fahren? Darf ich? Klar. Such dir ein Pferd aus und steig auf. Ich hol die Karte. Oh, jetzt ist gut. Hallo? Einmal. $1. $1. Ja, und die Karte? Oh oh, werde ich ohnmächtig? Oh, Kacke. Schon! 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 Ah, ups, ich habe ja immer noch den Fernseher an. Schon! Schon! Oh Mann, die Katze nervt. Schon! 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 Ja, ist gut. Ja, ist gut. Auf, Katze. Oh nee, der Origami-Killer. Gell? Ich habe einen neuen Bonus freigeschaltet.
So, dann würde ich sagen, dann war's das mal für den dritten Part. Und dann geht es gleich weiter mit dem vierten Part. Haut rein. Bis nachher.